Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. In seinem Namen sind wir versammelt und er soll auch der Mittelpunkt heute Morgen sein. Und bevor ich anfange, möchte ich noch einmal ein kurzes Gebet sprechen. Ja, Vater im Himmel, in Jesu Namen kommen wir zu dir und wir danken dir, dass der Himmel geöffnet ist, Herr, dass du mitten unter uns bist, dass du gegenwärtig bist. Und ich bitte dich auch durch deine Gnade, durch deinen Geist, hilf, Herr. Wir können ohne dich nichts tun und auch für diesen Gottesdienst, für die Botschaft, Herr, gib du Gnade, dass ich nur das weitergebe, was deinem Wort auch entspricht, Herr, dass du verherrlicht wirst und sprich du auch zu unseren Herzen durch dein Wort, öffne unsere Augen, Herr, dass wir auch verstehen, Herr, die Wunder in deinem Gesetz und dass wir auch etwas für unser persönliches Leben, auch als Motivation, als Ansporn mitnehmen können. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, heute ist der letzte Teil, mit dem ich mehr oder weniger Anfang dieses Jahres angefangen hatte, über die Offenbarung in flammendem Feuer. Nun, wenn Sie sich nicht an die anderen Botschaften erinnern können, was ja der Normalfall ist, also ich könnte mich nicht erinnern, wenn ich sie nicht selber gehalten hätte, macht das nichts, jede Botschaft steht eigentlich für sich. Und heute spreche ich auch ein bisschen über dasselbe Thema wie in der ersten Botschaft und wie der vorletzten, also was ich letztes Mal gehalten hatte. Ja, in 2. Thessalonicher 1, Verse 5 bis 10, tröstet der Apostel Paulus ja die Thessalonicher mit einem Ausblick auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in großer Macht und Herrlichkeit. Und wir wollen diesen Abschnitt noch einmal lesen, womöglich zum letzten Mal dieses Jahr, also zumindest bei mir, ich bin dann fertig. Und in diesem Abschnitt, 2. Thessalonicher 1, Verse 5 bis 10, dort sagt der Apostel Paulus in Bezug auf die Verfolgungen und Drangsale, die die Thessalonicher zu erdulden haben, da schreibt er, dies sei, und dann Vers 5, ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr für würdig erachtet werdet des Reiches Gottes, um dessetwillen ihr auch leidet, wenn es denn bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Drangsal zu vergelten und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns zu geben bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in all denen, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden. Diesen Text haben wir jetzt schon mehrfach angeguckt, immer wieder verschiedene Aspekte. Und offen gesagt, werden wir heute eigentlich nicht auf diesen Text eingehen, sondern auf etwas eingehen, was hinter diesem Text steht. Es gibt einen Punkt, einen besonderen Punkt, den ich in all diesen Teilen noch nicht erwähnt habe oder kaum erwähnt, nur angedeutet habe. Und dieser eine Punkt hängt sehr eng mit der Person des Herrn Jesus Christus, der offenbar werden wird, zusammen. Und dieser Punkt zeigt auch auf eindrückliche Weise die Realität der Offenbarung in flammendem Feuer auf. Gegenwärtig ist es vielleicht in unserem Leben für uns persönlich so, die Realität des Lebens wirkt auf uns eher grau im besten Fall oder vielleicht für einige schon schwarz. Wir eilen nicht von Sieg zu Sieg. Wir wissen zwar um all die geistlichen Segnungen, die wir bekommen haben, aber im Alltag spüren wir vielleicht nicht sehr viel davon. Für die einen ist das Leben, das menschliche Leben, auch als Christ, vielleicht nur langweilig und ereignislos und für die anderen ist es vielleicht ermüdend und anstrengend. Es ist nicht alle Tage Sonnenschein. Ja,
Heute scheint die Realität teilweise so weit entfernt von der zukünftigen Herrlichkeit, die die Bibel schildert und von der wir ja auch eingangs schon gesungen haben, zusammen mit Robert, vor dem offiziellen Programm sozusagen. Ja, der Himmel oder die Herrschaft Gottes, sie scheint so unfassbar, so weit entfernt und so unsichtbar. Und doch gibt es etwas. Es gibt etwas Unübersehbares. Etwas, das die Versprechungen der Bibel heute, jetzt in dieser grauen Realität, um es so zu sagen, sichtbar bestätigt und das Unfassbare für uns vielleicht etwas fassbarer macht. Was das ist, darauf kommen wir noch. Ich möchte etwas ausholen, bevor wir dahin kommen. Vielleicht wird schon bald der ein oder andere den Braten riechen, wie man das so schön sagt. Wir wollen diesen Punkt oder uns zu diesem Punkt, den wir heute angucken wollen, ein bisschen hinarbeiten zu dieser Offenbarung in flammendem Feuer. Und dafür möchte ich etwas ausholen und ich möchte so tun, als ob wir von nichts eine Ahnung hätten. Vielleicht stimmt es ja auch, aber wir tun mal so, als ob wir noch nie etwas von Jesus Christus oder sonst von seiner Wiederkunft oder von seinem ersten Kommen oder sonst irgendetwas gehört haben. Und wir fangen mal vorne in der Bibel an. Wer eine Bibel hat, bitte schlagen Sie mit auf, lesen Sie mit. Ich gebe mir Mühe, nicht sofort loszuschießen mit Lesen und Zeit zu geben. Wenn ich doch zu schnell bin, können Sie die Hand heben, vielleicht sehe ich es. Vor tausenden Jahren machte ein alter Stammesfürst namens Jakob, auch bekannt als Israel, also der Stammvater des Volkes Israel, er machte gegenüber seinem Sohn Juda, und dieser Sohn war nicht einmal der Älteste, aber er machte gegenüber seinem Sohn Juda eine, nun ja, man kann sagen, wenn man das ganz nüchtern betrachtet und ganz menschlich, eine ziemlich ausgefallene Ankündigung. Wir lesen 1. Mose 49, also wir gehen so ziemlich an den Anfang der Heiligen Schrift. In 1. Mose 49 macht da dieser alte Stammesfürst, ich glaube, das war noch in der Steinzeit oder Bronzezeit, ich weiß nicht so genau, aber es ist lange her, da macht er eine ganz bemerkenswerte Ankündigung oder Prophezeiung. 1. Mose 49, Verse 8 bis 10. Dort sagt er zu Juda, seinem Sohn: Dich, Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe, vom Raub, mein Sohn, bist du emporgestiegen. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe. Und wie eine Löwin, wer will ihn aufreizen? Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis Schilo kommt, und ihm werden die Völker gehorchen. Ja, also man kann sagen, er hat da eigentlich den Mund recht voll genommen, er hat da ziemlich viel versprochen und angekündigt. Mit Zepter meinte Jakob bzw. Israel Königsherrschaft und gemäß seiner Ansage würde ein Nachkomme Judas, und Juda wurde von seinem Vater mit einem Löwen verglichen, und dieser Nachkomme, sein Nachkomme oder irgendein Nachkomme oder vielleicht alle seine Nachkommen würden für immer herrschen und die Völker würden diesem König gehorsam sein. Und Jakob nannte ihn Schilo, das heißt übersetzt, zumindest laut der Fußnote in meiner Bibel, Ruhebringer oder Friedensschaffender. Soweit ich informiert bin, regiert bis heute kein Ruhebringer aus dem israelitischen Stamm Juda, dem die Völker der Erde gehorsam sind. Also, wir tun mal so, als ob wir nichts wissen, und da könnte man sagen, da hat sich einer in der Steinzeit ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Wo ist dieser Herrscher aus Juda, dem die Völker gehorsam sind?
Nur hunderte Jahre später wurde diese Ansage wiederholt. Und zwar, wenn man das dann liest in der Bibel, von einem Zauberer, der ziemlich verrückt war, nämlich Bileam. Und der stammte aus dem Gebiet Babylons, dem heutigen Irak. Und er prophezeite gegen seinen Willen. Wir lesen in 4. Mose 23, dass er jammerte, dass er nur das sagen konnte, was Jahwe ihm in den Mund legt. Nun, Jahwe, das ist der dreieine Gott der Bibel, der einzig wahre Gott. Und in dieser Begebenheit gibt sich dieser eine wahre Gott deutlich als der Gott der Nachkommen Israels zu erkennen. Die Nachkommen Israels waren jetzt zu einem großen Volk herangewachsen. Und Bileam musste in Jahwes Auftrag unter anderem Folgendes erklären. Wir schlagen auf 4. Mose 24. Ich möchte da nur auszugsweise vorlesen. 4. Mose 24. In Vers 5 sagte Bileam Folgendes. Oh, ich bin in 2. Mose. 4. Mose 24. Vers 5. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Und dann weiter in Vers 7b. Sein König, also Israels König, wird höher sein als Agag und sein Königreich wird erhaben sein. Und dann weiter in Vers 8b. Er, also dieser König, wird die Nationen, seine Feinde, fressen und ihre Gebeine zermalmen und sie mit seinen Pfeilen zerschmettern. Und dann formuliert Bileam ähnlich wie damals Jakob. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Und dann, die dich segnen, sind gesegnet und die dich verfluchen, sind verflucht. Auch hier wieder ziemlich große Worte. Angeblich sollte aus Israel ein König kommen, dessen Reich erhaben sein würde, und zwar auf dieser Erde. Und Bileam verglich ihn mit einem Löwen. Und widerwillig fuhr der Bileam dann später fort in einer weiteren Prophezeiung in den Versen 17 und 18. Dort kündigt der Bileam an: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob. Ein Zepter erhebt sich aus Israel. Und dann in Vers 18b: Und Israel wird Mächtiges tun. Ist das vielleicht schon geschehen? Na, jetzt sehen wir nicht viel davon. Nun tatsächlich, einige Jahrhunderte später regierte tatsächlich ein König aus dem Stamm Juda in Israel. Und er machte Jerusalem zur Hauptstadt seines Reiches. Und sein Name war, wir kennen ihn, auch wenn wir so tun, als ob wir es nicht wissen, sein Name war David, der Sohn Isais. Und ihm versprach Gott der Herr, Jahwe, Folgendes in 2. Samuel 7, Vers 16. 2. Samuel 7, Vers 16. Ein ganz wichtiges Kapitel. Und ein Prediger hat mal über dieses Kapitel gepredigt in seiner Predigerausbildung. Ich glaube, das war MacArthur. Das hat er mal erzählt und da hat er schöne Anwendungen gebracht und für unser Leben. Und dann hat sein Lehrer ihm gesagt, das war sehr schön, aber du hast genau den Punkt nicht erwischt, worum es darin geht, nämlich um einen bestimmten Bund, den Gott hier schließt. Und den sehen wir in 2. Samuel 7, Vers 16. 2. Samuel 7, Vers 16. Dort sagt Gott zu David: Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein in Ewigkeit. Dein Thron soll fest sein in Ewigkeit. Ja, das sind durchaus schöne Prophezeiungen für die Juden, die heute nicht gerade im Rennen sind, den Weltbeliebtheitspreis zu gewinnen. Aber herrscht heute etwa ein Nachkomme Davids in Israel in einem erhabenen Reich?
Wie ernst sollten wir diese antiken Prophezeiungen überhaupt nehmen? Doch auch im alten Israel wurde nach diesem König David, als er schon tot war, und auch nach seinem Sohn Salomo und auch nach dessen Sohn, und als das Reich geteilt wurde und als alles bergab ging, auch dann wurde immer noch prophezeit und angekündigt, dass ein König der Völker kommen würde. Zum Beispiel sagt der Prophet Jesaja vor über 2700 Jahren in Jesaja 11, der Abschnitt, den Jonathan in der Einleitung vorgelesen hat. Er sagt ja, dass ein Reis hervorgehen wird aus dem Stumpf Isais, also ein Nachkomme des Isai, des Vaters von David. Und dann sagt Jesaja in Vers 4 von Jesaja 11 zu diesem Nachkommen Isais: Und er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und den Sanftmütigen des Landes Recht sprechen in Geradheit. Und er wird die Erde schlagen mit der Rute seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen die Gottlosen töten. Also das ist durchaus starker Tobak hier. Gemäß dieser Aussage wird ein Mensch kommen und regieren und mit dem Hauch seiner Lippen und mit der Rute seines Mundes die Gottlosen töten und die Ungerechten schlagen. Also wie soll das ein Mensch überhaupt schaffen? Und wir können ohne Frage und ohne jetzt einen Titel in Philosophie, Geschichtswissenschaften und Religionswissenschaften zu haben, können wir ohne Frage feststellen, das ist bis heute nicht geschehen. Und trotzdem, die Prophezeiung, dass ein König aus Juda über die Erde regieren würde, wurde von Israels Propheten weiterhin fleißig verbreitet. Anstatt dass sie ein bisschen bescheiden waren und vielleicht sagten, es könnte ein König kommen, wenn alles klappt, haben sie immer gesagt, es kommt ein König, der wird die Völker richten und dann werdet ihr es sehen. So, das waren jetzt meine Worte. Der Prophet Micha behauptete sogar zu wissen, aus welchem Ort dieser König kommen sollte, also wo er geboren werden sollte, nämlich aus Bethlehem, der Heimatstadt Davids, des Sohnes Isais. Und das ist ein sehr bekanntes Wort. Spätestens jetzt sollte es uns sehr schwer fallen, so zu tun, als ob wir nicht wissen, worum es geht. Micha 5, Vers 1, ein sehr, sehr bekanntes Wort. Ich möchte vorlesen, Micha 5, Vers 1. Ich vermute, dass im Monat Dezember dieser Vers in irgendeinem Anlass wieder vorgelesen wird. Micha, ich bin im Neuen Testament. Micha 5, Vers 1. Es ist immer gut, wenn der Prediger auch nicht sehr schnell mit Blättern ist. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das ist eine sehr außergewöhnliche Prophezeiung. Eigentlich auch eine sehr seltsame, wenn wir sie uns genauer angucken. Angeblich in Anführungszeichen, würde der Herrscher Israels laut Micha aus Bethlehem stammen, einerseits, und andererseits aus dem Bereich des Ewigen, dem Bereich Gottes selbst. Denn er sagt, seine Ursprünge sind von den Tagen der Ewigkeit her. Wie soll das funktionieren? Ist das nicht ein Widerspruch? Er kommt aus Bethlehem, er kommt aus der Ewigkeit. Also genau genommen sprach hier der ehrenwerte Prophet Micha von Gott selbst. Jahwe selbst und Nachkomme Davids bzw. Isais. Wie soll das funktionieren? Wieder, eigentlich wissen wir es, aber wir tun so, als ob wir es nicht wissen. Eine sehr außergewöhnliche Ankündigung. Und weitere Propheten kündigten weiterhin diesen König Israels in den verschiedensten Beschreibungen an und sie nahmen wirklich kein Blatt vor den Mund. Und so sah zum Beispiel der Prophet Zacharia voraus, in Zacharia 9, Verse 9 und 10, auch das ein
Sehr bekannter Abschnitt, also ich habe es mir einfach gemacht, nur die bekannten Abschnitte genommen. Sacharja 9, Verse 9 und 10. Sacharja 9, Verse 9 und 10. Dort kündigt der Prophet Sacharja an, auch das vor tausenden Jahren: Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und dann Vers 10b: Und er, dieser König, wird Frieden reden zu den Nationen, und seine Herrschaft wird sein von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch hier wieder eine sehr spezifische Prophezeiung. Der König wird in dieser Stelle auch Retter genannt. Nun ja, mittlerweile haben wir Autos, Flugzeuge und alles Mögliche. Wird etwa heute ein König auf einem Eselsfohlen in Jerusalem eingehen, wohl eher in einer Limousine? Ja, weder in Jerusalem noch sonst irgendwo auf dieser Erde herrscht ein König, der Retter und Friedensbringer, also Shiloh ist, dessen Herrschaft von Meer zu Meer und bis an die Enden der Erde reicht. Das kann der Obama nicht für sich beanspruchen, auch nicht dieser, wie heißt der, Kang Bin-moon, dieser Generalsekretär von der UNO, und der Netanyahu schon gar nicht. Nee, keiner kann diese Weltherrschaft für sich beanspruchen. Und dann später sagt der Prophet Sacharja interessanterweise in Sacharja 14, Vers 9, und Jahwe wird König sein über die ganze Erde. Und auch Daniel, er sah in einer Vision voraus, dass einem gleich eines Menschensohn von Gott Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben werden würde. Ich lese schnell vor, ohne zu sagen wo, weil ich sonst zu viel hier bei der Einleitung stehen bleibe. Der Prophet Daniel sagt zum Beispiel, dass dieser Menschensohn, der regieren wird, also über ihn, und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Kann man sagen, dass diese Ankündigung von einem ewigen Herrscher, der sowohl Mensch, und zwar ein Nachkomme Davids bzw. Isais ist, als auch Gott selbst ist, heute auf Erden oder bis heute auf Erden wahr geworden ist? Und das waren die Prophezeiungen des Alten Testamentes. Hunderte Jahre später. Wir machen einen Sprung. Die Römer hatten Israel besetzt und das Neue Testament, nun sind wir im Neuen Testament, das Neue Testament berichtet, wie ein paar Hirten eines Nachts in den Feldern Bethlehems zusammensaßen, und diese Hirten ahnten nichts Böses und hüteten ihre Schäfchen, und da plötzlich tauchte ein furchteinflößender Engel aus der Dimension des Himmels auf, der feierlich Folgendes verkündigt. Lukas 2, Vers 11. Lukas 2, Vers 11. Lukas 2, Vers 11. Es fängt schon in Vers 10 an, entschuldige. Lukas 2, Vers 10. Er sagt: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Der Herr und Retter war geboren. Sein Name, wir kennen ihn, wir haben von ihm gehört, wir glauben an ihn, Jesus Christus. Trotzdem wollen wir unsere Unwissenheit ein bisschen beibehalten oder wenigstens so tun. War das der angekündigte jüdische König, dieser Jesus Christus? Er war schon mal in Bethlehem auf die Welt gekommen, das hat er schon mal gut erwischt. Nun ausgerechnet eine Gruppe von heidnischen Magiern, von Sterndeutern, von Heiden, die wie Biliam aus dem Gebiet Babylonien stammten, war davon überzeugt, dass es sich bei diesem Kind um den prophezeiten König der Juden handeln musste.
Denn sie hatten eine Himmelserscheinung gesehen, auf die ihr Landsmann Biliam schon vor vielen, vielen Jahren angespielt hatte. Und wir lesen in Matthäus 2, Verse 1 bis 2, Matthäus 2, Verse 1 bis 2, folgendes, Matthäus 2, Verse 1 bis 2. Als aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Nun, das Wort für huldigen kann wohl auch, habe ich mir sagen lassen, übersetzt werden mit anbeten oder mit niederwerfen, mit anflehen. Also es drückt eigentlich Anbetung aus. Nun, welcher Mensch, der bei Verstand ist, betet ein Baby an? Nicht mal einmal die stolzesten Eltern. Ja, dieser kleine König war Gott selbst. Jahwe selbst, der Mensch geworden war. Und später erfuhren die Sterndeuter, dass der König nicht in Jerusalem zu finden war, sondern in Bethlehem. Genauso wie es der Prophet Micha angekündigt hatte. Geboren in Bethlehem und doch aus der Ewigkeit stammend. Er war sowohl Gott als auch Mensch. Nun später ritt dieser König, 33 Jahre später, auf einem Eselsfohlen, tatsächlich auf einem Eselsfohlen in seine Stadt Jerusalem ein. Wie vom Propheten Sacharja angekündigt, das könnten wir in Matthäus 21 nachlesen. Das sind durchaus Begebenheiten, die uns bekannt sind. Doch die große Frage, regiert er etwa heute als König der Juden, Retter und Friedensbringer von Jerusalem aus über die ganze Welt? Und die Antwort darauf kann, zumindest wenn wir die Bibel nur halbwegs wörtlich nehmen, nur Nein lauten. Und die Frage, die wir uns dann stellen könnten, ja, was ist da schiefgelaufen? Wir schreiben jetzt schon das Jahr 2013 nach Christus, also 2013 Jahre nach der Erscheinung des Königs, und Jahwe ist nicht König auf der ganzen Erde. Was nun? Ja, also wir wollen jetzt nicht uns dümmer geben, als wir sind. Wir können jetzt wieder unser Wissen abrufen. Also jeder gläubige Christ weiß natürlich, dass da nichts schiefgelaufen ist. Der König war gekommen, um für die Sünden der Welt zu sterben. Und die alttestamentlichen Propheten hatten ja auch einen Knecht angekündigt, der die Ungerechtigkeiten und Übertretungen des Gottesvolkes sühnen würde. Besonders Jesaja hatte davon gesprochen, in Jesaja 52 und 53. Nun war aber kaum einer auf die Idee gekommen, dass der König selbst die Sünden seines Volkes und nicht nur seines Volkes, sondern der ganzen Welt auf sich nehmen würde. Der König starb am Kreuz von Golgatha, wir wissen es. Er besiegte Sünde und Tod, indem er am dritten Tag aus den Toten auferstand. Und dann geschah tatsächlich etwas, was die Propheten nicht vorausgesehen hatten. Ein neues Gottesvolk entstand. Ein Volk, das jetzt die Gemeinde genannt wird. Ein Volk aus Juden und Heiden. Also aus Juden und dem Rest der Welt. Zusammen ergeben sie ein Volk. Und so dürfen jetzt alle Menschen aus allen Völkern durch den Glauben an Jesus Christus miterben, Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung sein, wie es der Apostel Paulus in Epheser 3, Vers 6 sagt. Doch was ist diese Verheißung? An welcher Verheißung dürfen wir denn teilhaben? Nun, wir haben jetzt einige Stellen im Alten Testament gelesen. Die Verheißung lautet, Gott wird auf Erden regieren, oder besser gesagt, Gott wird sein Volk erlösen und dann wird er von Jerusalem aus regieren über diese Erde. Und gerade das Buch der Offenbarung fasst diese Verheißung auf außergewöhnliche Art und Weise zusammen. Wir haben davon in der Einleitung gelesen in Jesaja
11 immer wieder mit den unterschiedlichsten Worten schildern die Propheten, dass Gott sein Volk erlösen und auf Erden bzw. auf einer neuen Erde herrschen wird. Ja, und dann, was geschah dann? Jesus Christus, er war aus den Toten auferstanden, jetzt hätte er eigentlich seine Herrschaft antreten können und währenddem hätte die Gemeinde wachsen können. Nein, der Herr Jesus, er fuhr in den Himmel auf, der König verließ diese Erde und danach wuchs tatsächlich die Gemeinde, das neue Volk aus Juden und Heiden heran, während das alte Gottesvolk Israel, die Juden, sie verloren ihren Tempel, sie verloren ihre Stadt und sie verloren ihr Land. Hatte nun die Gemeinde das Volk Israel ersetzt, müssten wir jetzt vielleicht diese irdische Herrschaft, die angekündigt wurde, diese irdische Herrschaft des Königs in Israel vielleicht besser geistlich verstehen, dass er jetzt durch die Gemeinde regiert und die Gemeinde ist das neue Israel und die Herrschaft über die ganze Erde ist einfach, dass das Evangelium ausgebreitet und verkündigt wird, müssen wir das bildlich verstehen, wird Gott daher gar nie richtig auf dieser Erde regieren und niemals diese Erde neu machen? Nun, um es mit den Worten des Apostels Paulus zu sagen, das sei ferne. Und nun endlich kommen wir eigentlich zum Punkt dieser Botschaft. Nun kommen wir zum springenden Punkt. Der Herr Jesus Christus, der König der Erde, der in flammendem Feuer offenbar werden wird. Er ist, wie wir gesehen haben, ein Israelit. Er kommt aus dem Stamm Juda. Unser Herr und Erlöser ist ein Jude. Jesus Christus ist immer noch aus dem Geschlecht Davids. Das sagt der Apostel Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 8. Oder es wird auch in Offenbarung 22 bestätigt. Er ist der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. Offenbarung 5, Vers 5. Er ist derjenige, der von Jerusalem aus als Friedefürst über diese Erde regieren wird. Als Jesus Christus aus den Toten auferstand, und vielleicht enttäuscht das jetzt einige in gewisser Weise, als er aus den Toten auferstand, ist er nicht staatenlos auferstanden. Er ist nicht als neutraler Schweizer auferstanden, sondern er ist als der jüdische Sohn Davids auferstanden. Paulus betont in 1. Korinther 15, dass der Mensch Jesus Christus auferstanden ist. Der Gottessohn, Gott selbst, ist Mensch aus dem Stamm Juda geworden und er ist ein Mensch aus dem Stamm Juda geblieben. Und das ist etwas, womit viele Christen erstaunlicherweise oder vielleicht auch nicht erstaunlicherweise, weil je nachdem, welche Nationalität wir haben, könnte das natürlich unser Selbstwertgefühl angreifen. Und der Herr ist ja ein Jude und nicht ein Deutscher, nicht ein Holländer, nicht ein Schweizer. Erstaunlicherweise haben viele so ihre Mühe damit. Aber unser menschgewordener Gott ist immer noch ein Jude. Er hat immer noch die jüdisch-israelische Nationalität. Wenn Sie das leugnen, dann müssen Sie auch die Auferstehung leugnen und dann sind Sie aus dem Glauben gefallen, also das würde ich besser nicht tun. Nur so als Polemik am Rande. Zur Rechten des Vaters sitzt der verherrlichte Davidssohn und Nachkomme Isais. Und das bedeutet, und das ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte und darum habe ich so ausgeholt, das bedeutet, die Prophezeiungen von Gottes jüdisches Königreich auf Erden sind nicht hinfällig geworden. Der Herr und Retter, der in Bethlehem geboren ist, wird auch in Jerusalem regieren. Ein Teil der alttestamentlichen Prophezeiungen wurde bereits erfüllt und der andere Teil wird sich auch noch erfüllen. Genauso buchstäblich, wie sie sich beim ersten Kommen erfüllt haben, genauso buchstäblich werden sie sich beim zweiten Kommen erfüllen. Nun werden Sie sagen, Herr Rüni, das wissen wir, das hören wir hier sehr oft, das weiß ich, aber man kann nicht oft genug daran erinnern und das ist der Punkt. Und darum habe ich auch diese Herangehensweise gewählt. Das ist auch der Punkt, der uns im Alltag anspornen und ermutigen sollte und uns nicht ärgern sollte, weil wieder mal Israel das Thema ist. Denn, und jetzt kommt's,
Hören Sie mir gut zu. Ich hoffe, ich kriege es logisch auf die Reihe. Denn wenn Jesus Christus ein Jude ist, wenn Jesus Christus der Sohn Davids ist, wenn Jesus Christus ein Nachkomme Isais ist, dann bestätigt die Staatsgründung Israels 1948 auf atemberaubende Weise die Realität des kommenden irdischen Gottesreiches, wie es die Propheten angekündigt haben. Wir haben vor unseren Augen einen sichtbaren Beweis für die Wahrheit der Bibel und die Richtigkeit der Prophezeiungen im Alten Bund. Plötzlich, nach knapp 1900 Jahren in der Verbannung, existiert Israel wieder als eine Nation. Sie haben Hebräisch wieder als ihre Landessprache. Jerusalem, wenn auch nach wie vor ein Taumelkirch der Völker, wie es die Bibel sagt, und nach wie vor zertreten von den Nationen, liegt in einem jüdischen Land, nicht im Ottomanischen Reich, nicht im britischen Mandatsgebiet. Das bedeutet, die Bühne für die Offenbarung in flammendem Feuer, für die Wiederkunft des Königs ist bereitet. Beachten Sie, wenn Jesus Christus wirklich ein Jude und Nachkomme Davids ist, wie es die Bibel sagt, dann ist Jerusalem seine Hauptstadt, dann ist Israel sein Land, nicht Amerika, nicht die Schweiz, nicht Holland, nicht New York, nicht Washington, nicht Zürich. Und dann ist das der Ort, wo er körperlich wiederkommen muss. Genauso wie es die Propheten des Alten Testamentes angekündigt haben. Und Gott zeigt uns somit, dass er das jüdische Volk nicht hat fallen lassen. Gott zeigt uns heute vor unseren Augen, dass der König tatsächlich seine Füße auf den Ölberg setzen wird und dass er tatsächlich seinen Geist über die jüdischen Bewohner Jerusalems ausgießen wird, wie es der Prophet Zacharia angekündigt hatte. Gott zeigt uns heute vor unseren Augen in der Realität, dass er im Alten Testament wirklich gemeint hat, was er gesagt hat. Das hat sich nicht geistlich irgendwie in der Gemeinde erfüllt, das müssen wir gar nicht umdeuten. Gott meint, was er sagt, und das darf uns auch ermutigen, wenn Gott sagt, ich werde das gute Werk vollenden, was ich in dir angefangen habe. Er meint, was er sagt, und er beweist das, indem Israel wieder ein Staat wurde. Wir sehen heute vor unseren Augen, wie real die biblischen Prophezeiungen sind. Und so, wenn Sie im Alltag vielleicht nichts sehen, nichts spüren von dieser Herrlichkeit, die Gott Ihnen verspricht, dann schauen Sie doch auch nach Israel. Da ist es, das Volk der Juden, in seinem Land, in seiner Stadt, bereit für die Rückkehr des Königs. Vielleicht sind viele noch nicht innerlich bereit, aber die äußeren Umstände sind gegeben. So nah war seit der Himmelfahrt des Königs das kommende Königreich Gottes auf Erden noch nie. Jesus Christus ist ein Jude und das macht seine Rückkehr umso realer, umso fassbarer, umso näher, wenn wir nur schon den modernen, noch säkulären Staat Israel ansehen. Nun gehen die Meinungen unter Auslegern auseinander, was genau jetzt die Rolle der Gemeinde sein wird, wenn Jesus Christus auf dieser Erde offenbar werden wird. Paulus macht in 2. Thessalonicher 1, Verse 5-10 deutlich, dass wir mit ihm offenbar werden in irgendeiner Form. Er sagt ja auch, dass wir Miterben sind. Er sagt auch, dass wir mitherrschen werden, wo und wie auch immer, da gehen die Meinungen auseinander. Doch ich persönlich glaube, auf irgendeine Weise, auch wenn wir vielleicht nicht so genau sagen können, wie es aussehen wird, wenn unser Haupt, der Herr Jesus Christus, sein im Alten Testament angekündigtes, weltweites Königreich in Jerusalem aufrichtet und Jahwe König auf der ganzen Erde sein wird, dann wird auch sein Leib der Gemeinde in irgendeiner Weise dabei sein. Durch die Gerichte der sogenannten Trübsal wird Gott die Erde so verändern, dass sie bereit ist für seine Herrschaft. Das können wir in der Offenbarung nachlesen, auch im Prophet Zacharia. Wir erfahren, dass
Jerusalem so erhaben sein wird, dass das dann der höchste Berg auf Erden sein wird. Alles andere wird irgendwie erniedrigt, also da wird einiges los sein in der Trübsal. Und man kann also durchaus davon sprechen, dass in dieser Zeit der Trübsal die Erde in einer gewissen Weise erneuert wird. Und darum nennt der Herr Jesus Christus auch seine Herrschaft die Wiedergeburt. Und interessanterweise vergleicht der Apostel Paulus das Verderben, also die Trübsal, mit den Wehen einer schwangeren Frau. Und das tun auch einige Propheten. Sie vergleichen den Tag des Herrn mit Geburtswehen. In der Trübsal wird eigentlich das Königreich Gottes geboren, hier auf Erden. Und dann werden die Juden auch bereit sein, ihren König in seinem Land zu empfangen, so wie es die alttestamentlichen Propheten schon vor tausenden Jahren vorausgesagt haben. Wenn Jesus Christus kommt und mit ihm alle seine Heiligen, wird sich der Himmel öffnen und endlich wird auf dieser Erde tatsächlich ein Königreich des Himmels aufgerichtet werden. 1000 Jahre danach, 1000 Jahre nach der Wiederkunft, werden Himmel und Erde dann endgültig neu gemacht werden. Das ist dann die sogenannte Vollendung. Das erklärt uns das Buch der Offenbarung. Also es hat eigentlich 2 Etappen. Mehr dazu können Sie im Mitternachtsruf November lesen, aber erst im November. Aber man kann ohne Scheu sagen, dass das Zeitalter des Himmels schon mit der Offenbarung in flammendem Feuer beginnt, wenn der verherrlichte, menschgewordene Gottes- und Davids Sohn seine Füße auf den Ölberg setzt. Und dann werden wir alle endlich unsere Ruhe und unseren Frieden haben, zusammen mit allen anderen Erlösten und allen Aposteln, allen auferstandenen Heiligen, wie es der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 1, Vers 7 sagt. Dann wird die Erde voll von der Erkenntnis des Herrn sein. Wir müssen also diese Prophezeiung gar nicht abschwächen, dass es sich irgendwie in der Gemeinde erfüllt, dass ein bisschen Erkenntnis vom Herrn hier und da ist, wo Gemeinde ist. Nein, die Erkenntnis des Herrn wird die ganze Erde erfüllen. Und der Prophet Zacharia sagt über jenen Tag, der vielleicht schon viel, viel näher ist, als wir uns vorstellen können. Denken Sie daran, Israel ist jetzt schon seit 65 Jahren ein eigenständiger jüdischer Staat. Der Prophet Zacharia sagt in Zacharia 14, Vers 5, und kommen wird Jahwe, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Und dann Verse 8 bis 9. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, zur Hälfte zum östlichen Meer und zur Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer und im Winter wird es geschehen. Und Jahwe wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird Jahwe einer sein und sein Name einer. Dieser Tag wird kommen und der ist so sicher wie die Staatswerdung Israels. Denken Sie daran, diese Woche, morgen, übermorgen, wenn die unbefriedigende Realität des Alltags Sie vielleicht wieder zu überrumpeln droht und wenn Sie nichts sehen und spüren von dem, was der Herr verspricht, wenn es mit der Nachfolge mal wieder nicht so klappt, wie wir das uns wünschen, wer weiß, wie bald wird Israels Bundesgott Jahwe und unser Gott, der König der Juden, Jesus Christus, von Jerusalem aus, Herr über die ganze Erde sein. Und gerade die wundersame Gründung des Judenstaates Israels beweist jetzt diese Realität, denn die Bühne für die Offenbarung in flammendem Feuer ist bereitet. Ja, möge doch gerade dieser Ausblick, diese Realität Sie und auch mich, uns allen, in der Nachfolge und in der Heiligung und im Ausharren und in allem Kämpfen anspornen. Und damit möchte ich auch schließen. Blicken Sie wieder ganz neu auf Ihren Herrn, Ihren Gott, Ihren Erlöser und Ihren König, Jesus Christus, der wiederkommen wird, um über diese Erde zu regieren, der offenbar werden wird auf dieser Erde
Und wir werden mit ihm offenbar werden. Unser Lohn wird mit ihm offenbar werden. Und das ist so sicher und so real wie die Existenz Israels. Israel sollte kein Zankapfel für uns Christen sein, sondern eine Ermutigung, ein sichtbarer Beweis für die Wahrhaftigkeit Gottes. Jedoch, so wahr ich lebe, spricht der Gott Israels, soll die ganze Erde von der Herrlichkeit Jahwes erfüllt werden. Das sagt der Herr in 4. Mose, also ganz am Anfang der Bibel. Schon am Anfang, als Israel durch die Wüste irrte, kündigte Gott an, die ganze Erde soll einmal von meiner Herrlichkeit erfüllt werden. Und im letzten Buch der Bibel, dort sagt, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und unsere Reaktion darauf sollte sein, jeden Tag neu, Amen, komm, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort. Ich danke dir für die Wahrhaftigkeit deines Wortes. Ich danke dir für die Zuverlässigkeit deines Wortes. Ich danke dir, dass du deine Verheißungen und Versprechungen hältst, Herr. Ich danke dir, dass du in Zeit und Geschichte handelst und wirkst, Herr. Und ich danke dir, dass wir schon jetzt vor unseren Augen sehen dürfen, wie die Bühne bereitet wird für deine Wiederkunft, Herr Jesus. Dass du dein Volk nicht verstoßen hast, dass es gesammelt wird in unseren Tagen, in unseren Augen, Herr. Und ich bitte dich, gib du einen jeden einzelnen von uns Gnade, dass wir im Angesicht dieser Realität auch leben, dass uns bewusst sind, ja, was es auf der Weltenuhr geschlagen hat, auf der Uhr deines Heilsplans, Herr, und dass wir dich jederzeit, jeden Tag erwarten und so für dich und dich allein leben. Denn Herr, du bist nicht nur der König Israels, der König der Welt, du bist auch unser König und Herr, und wir beten dich an. Amen.